Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit dit und dat. Gaut dat wie wieder rinkickt. Nu geht dat wieder los. Lang ist dat hier ruhig werden auf diesem Kanal. Weil lat hüt mal eins unter die Überschrift dit und dat loben, dat passt ja jümmes. Wenn wir uns hüt mal mit einem Buchstaben G, also G, wie Gustav befassen. Der spielt in Deutschland als Abkürzung für eine immer größere Rolle. Also G1 oder 1G, G2 oder 2G, 2G plus und so wiege und so wiege. Wer soll da noch den Überblick beholen? Also, steigt die Ziffer für das G, also 1G, 2G, 2G plus und so wiege, hätte seit bummelig 3 Jahren wahrscheinlich mit einem Corona-Status zu kriegen. Es sei denn, weil habt 5G. Das ist ein ganz flinke mobiles Funknetz. Steigt die Ziffer achte das G, also G1, G2, G3 und so wiege, den kriegt man am besten erstmal wie das ganz große G, also wie Google nach. G1. Das ist das Sturmgewehr wie der Bundeswehr. Oder aber ganz neid, das ist Putin sein eigen Wirtschaftsgipfel. Ja, dann hätte er nur in Moskau inberufen. Aber bloß für Russland. G2. G2. Das ist die neue Generation von den Gesundheitskarten von den Krankenkassen. Möchte ich mal rupkicken, Barben rechts in der Ecke. G3. Das ist das Schnellführgewehr von der Bundeswehr. G4. Na, schwart auf ihn. Da muss ich aber selbst mal rupkicken oder mich erstmal informieren, habe ich auch nicht wetten. Das ist ein Bewusstseinstauschstand, wie dann du nichts mehr magst und auch nichts mehr wohl, aber trotzdem eins kriegst. Ob so was hef ich eigentlich schon noch mal luert. G5. Da ist sie. Das sind Online-Spiele, für die du nichts bezahlen musst. G6. Das sind die einwohnerstärksten Länder von der EU. G7. Gipfel, das habt ihr schon nur gerade gehabt. Das sind die wichtigsten Industriestaaten von der Welt. G8. Eigentlich genau das gleiche von ein paar Jahren, nämlich noch mit Russland. Nur ist Russland aber ruht, hat sein eigen G1, also gibt das nicht mehr. Den gibt noch hier, paar Zahlen Wiege, da lassen wir mal eins gut. G20 ist auch noch interessant. Das sind die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten von der ganzen Welt plus die EU. Und das sind ja 20. Das nächste Treppen ist in Hafs in Indonesien. Putin hätte sich ruckzuck anmeldet. Nur hat Indonesien aber gesagt, hey, dürft nicht kommen. Na, das war bestimmt nochmal interessant. Überschrift neulich in der Zeitung. G7, also die Gipfel. Taugang bloß mit G2, also die Gesundheitskur. Und 2G plus, also geimpft, genesen und getestet, ne? Kontrollieren, da das die GSG nägen, habe ich aber gar keinen Zettel machen dürft, weil dann halt so ein schwarze Mütze überteilen müsst und dann würde der Joke ohne Sinn werden. G7 kontrolliert mit G3, also mit das Schnellführgewehr. Wo habt wir ihn? Von der Bundeswehr. Und die Gipfelteilnehmer, die hofft all zusammen ob G4. Also dann den Bewusstseinstauschstand.
sie will nix mehr, sie mag auch nix mehr, sie will aber eins klar machen. Na, denn man tau. Das nächste Thema ist Kuhntag Löwen. Der Immobilienmarkt ist explodiert. So habe ich das lest. Aber ich habe überhaupt nichts gehört. Das müsst doch ziemlich rumstimmen. Andere Experten vertellt, wer kriegt das nu mit einem galoppierenden Gas- und Energiemarkt zu down. Da habe ich erstmal nachgefragt, was das denn zu bedeuten hat. Im Grunde genommen, was bloß als Feldüre, hat mir ein Experte gesagt. Ach so, habe ich gesagt. Ne? Und ich habe mir als Sorgen gemacht. Und ein ganz großes Problem ist ja auch das Trinkwasser auf der Welt. Fällt knapp und fällt verschmutzt. In Südeuropa haben wir all katastrophale Zustände. Die kommodigen Tiden, die sind nu bald vorbei. Dieses Jahr haben wir all in Mai Welterschöpfungstag. Das war für 5 Jahre noch in August. Und lässt weg, weil das an Nordkap 32 Grad. Das habt ihr doch überhaupt nicht kennt. Die habt völlig dumm kecken. 32 Grad, Helmut, ich löf doch, kannst du die Mützen nur aber langsam mal abnehmen. Moin, ja, hier ist wieder Helmut. Von wegen Haut abnehmen. So weit ist das noch lang nicht. Aber ich mach mir langsam Sorgen. Also wegen der Inflation. 7 bis 8%, so bummelig. Hab sie nu secht. Und neulich habe ich einen Experten im Fernsehen sein, doch von den Aktienhandel von Frankfurt, der hat gesagt, das ward nu langsam knippig. Wenn du 1000 Euro hast und rüchst das 5 Jahre nicht an, dann sind das bloß noch 600 Euro. Also den kriegst du für den 1000 Euro bloß noch Socken, die hüt 600 Euro kost. 1000 Euro, da muss mach eine lang ob Spuren. Und wenn du das denn endlich zusammen hast und lächst das 5 Jahre noch sieht, der sind das bloß noch 600? Das ist ne Sauerei. So, und da hab ich mal über nachgedacht und mir Gedanken gemacht. Ich mach schon nun mal ein Angebot. Das muss aber unter uns bleiben. Wenn du 1000 Euro hast, dann gäf mir das Geld. Und ich gäf die nächst weg all 600 Wette trüg. Nicht eis noch 5 Jahre. Ad du noch keine obkommen is. Besten Dank, Helmut. Na, ich glaub, das bringt nur dann Abschwung. Zum Schluss nochmal Sport. Nee, Bayern noch nicht, weil wir uns nochmal mit dem HSV befassen. Die hat in lobenden Geschäftsjahr nur ein positives Ergebnis erreicht. Und all hat sich wundert, wie kann das denn passieren? Ein Jahr lang vorher hat sie Gymnast bloß Minus gemacht, mal einige Millionen mehr und nu auf einmal ein Plus. Das liegt nur an, dass die HSV das Halbfinal im DFB-Pokal spielt hat und dass sie einen ganzen Bach an Corona-Hülp kriegen hat. So ist wohl, Corona hat doch seine golden Sieden. Liebe Lüd, ich sag wieder Tschüss, blieb gesund, kickt mal wieder rein, das wohl wieder der Plattkanal mit dit und dat. Ich bin Jürgen Müller.